Meng deichter hemischt. Wien aus dem Märder vom Franz Pomerei. Meng deichter hemischt aus den historischen True Crime Podcast vom Letzebäuer Wort. Dieser Podcast basiert auf tatsächlichen Evenementen, die aus Zeitungsartikeln und Originaldokumenten aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert werden. Kurz nach einer Message ehrt mal aufhängen. Wir werden an diesem Podcast ganz explizit über massiv sexualisiert Gewalt, Mord und Homophobie schwätzen. Das sind Sachen, die versteuern können und auch Angstzustände auslösen. Lauscht euch just, wenn ihr euch selber stabil genug fühlt, für damit eins zu gehen. Und da aber Sachen sind, wo ihr nicht sicher seid, ob das sich nicht mehr belasten könnte, wie gut für euch ist, dann lauscht der Podcast am besten nicht allein. Holt euch eine Person dabei, die ihr gut kennt und der ihr vertraut. Wir, das sind Sabrina Backes und Steve Frömmisch aus der Redaktion vom Letzebäuer Wort. Und an diesem Podcast weisen wir euch, wie deichter als heimisch wirklich ist. In diesem Fall erzählt mir ich von einem gruseligen Sexualmord und einem 16-jährigen jungen Mann an der auf einer Platz, die wohl jeder von uns kennt. An der Stadt, an der Petrus. Und das ist eine Affäre, die die Justiz über ganz lange Zeit beschäftigt. Und das mit einer ganzen Rutsch von Leuten aus allen Gesellschaftsschichten, die sich verdächtig machen. Wir sind Samstag, der 7. Juli 1906, an der Mittagszeit. Ein Laufpost von der Betriebsdirektion von der Eisenbahn sicht sich am Dall von der Petrus eng Platz am Schiert. Hei will hier seine Mittagspause verbringen. Für den Cannibis Jump, so hieß den 22 Jahre alt Courier, ist dann ein klein gewunscht für aufzuschalten und ein bisschen frische Luft zu atmen. Hier kennt die Platz. Für genau zu sein, wir sind an der Petrus auf der Garer Seite zwischen der Neuer Brick und der Bourbonschleiß, also vis-à-vis von der Gille Frau. Ja, Steve, was verbindest du da mit der Platz? Es schon eigentlich positive Erinnerungen aus der Petrus. An den 90er Jahren vom letzten Jahrhundert war der Platz für um 4 Uhr vom Nationalfeiertag Friedefeier zu gucken. Am Sommer haben wir als Teenager durch verstoppt für zu kiffen, aber mit meiner ersten Freundin habe ich oben am Heilig Geestplateau geknutscht. Auf einer Bank, die taut nach Gött, und mit Blick auf Petrus. Für mich spät, 2008, war an der Petrus ein Mord geschieht. Da war ich damals als Journalist auf der Platz und schon noch den Gerichtsprozess kouvriert. Das war ein paar hundert Meter von der Platz weg, wo 1906 der Mord geschieht ist, von dem wir euch erzählen. Und du? Okay, ja, das klingt nach einer Platz, die aber schon viel belastet ist. Ich sind aus dem Süden und ich schule nicht so viel mit dem Akt zu dienen. Ich war aber schon ein paar Mal da trippeln und ich weiß, dass meine Mama ungefähr für 40 Jahre da gelebt hat. Und ich weiß aus ihren Erzählungen, dass sie sich da nicht immer ganz sicher gefühlt hat. Das ist eigentlich schon ein spannender Eck. Früher war da noch vieles ernst. Genau, weil da wo haut den Skatepark ist, aus demals eine neue Gasfabrik. Und da wo haut Wiesers, wird auch Gemäß gezischt. Ein spannender Platz ist die Greinskapelle, die auch nach Quirinus-Kapelle genannt wird. Das ist eine Höhlekirche, die an den Fels gebaut ist. Und da ist alles an der Inner Petrus. Wenn sich ein bisschen an die Zeit um 1900 will raffehlen, dann dürft ihr genau nicht im Viaduc der Passerelle richtig schleien. Da auf der Garer Seite und der Rue de Prag und nach Berliner Weg gehen 2 Häuserzeilen, wo wir schon bis in andere kurze Zeit für 1900 stehen blieben. Bis die drüber stung Villa Elisabeth, die so richtig über der Inner Petrus getraumt wird. Da war ein Restaurant, ein Hotel und es gab noch einmal Villa gebaut. 2018 wird Villa Elisabeth dann aufgerappt. Wie so viele Spuren von der Vergangenheit an unser Heimischt. Also Mord geschieht die andere Seite von der Petrus, bei der Neuer Brick, dem Pont Adolphe, direkt unter dem Bourbons Plateau, da das haut den ewigsten Teil vom Garer Quartier. Den heißt Plateau Bourbon, weil du von 1685 bis 1880 der Fort Bourbon stand. Das war ein Teil von der Festung Lützeburg, den Staat der Richtung Didenurwe schützen sollte. Und den wurde erlaubt, am Fall von einem Angriff die Petrusdal zu überschwemmen. Das war ein ziemlich impressionanter Bauweg, was aber mit der Schleifung von der Festung zum allergrößten Teil verschwunden ist. Ja, und heute ist es noch überrascht da. Du gesagt zum Beispiel, wo ein Kehrt Schleus an der Petrus war. Du hast an der Petrus vis-à-vis von der Gille Frau und noch ein auffällig Gringstuhl in dir. Die hat ihr sicher schon gesehen, die fährt nämlich direkt an Bourbon Kasmatten.
Bourbon Plateau war 1906 nach ziemlich eitel. Haut ist wie gesagt die Gara Cartier auf der Spurkäse, die 1910 gebaut wurde, an dem Arbeitsgebäude von 1920. De Pont Adolf, die Neubrig direkt neben Drun, die stung schon. War noch nicht lang, die erst nämlich von 1903. Und Petrus war damals noch nicht kanalisiert, das kam Richtung 1930. Heisi mehr war 1906 am Sommer am Hivel, do wo haut Spurkäse ist. An du geht doch nach viel se kleine Belvedere, mit de paar Banken an engem Glanner. Du kann ihn sich am Sommer schön an de Schiert sitzen. Wie genau guckt, seid aber auch noch stank von der Bourbons Schleiß. A genau du am Äger sit, wo sich am Juli für rund knapp 120 Jahre der junge Courrier de Jean Canivet für sein Mittagspause auf Befehl sitzt. Ihr guckt nur oben und am Grings über die Festungsrechte gesagt nur Bemo Kleider. Das interessiert ihn und er guckt mir genau an, das ist ein gleich. Den Dodegen als ein junger Mann, der leidt Reck mit dem Kopf in Richtung Dall. Huet Straß abgeschnitten. Donner so breit wie eng Hand. Also geht wirklich quesch über den ganzen Hals, von engem Ohr bei dat anert. Auf vom linken Mundwinkel aus geht der Schnitt, den den Bag abtrennt. Das ist auch ein Schnitt am rechten Oberschenkel, am meisten am Innerleif. Rund um Tüft ist plakisch an am Genitalbereich mit einem Messer mutiliert. Den Obduktionsbericht, den die 3 renommierte Doktore Braum, Klees und Bricher machen, geht auch ganz an den Detail. Ein wichtigen Aspekt entdecken sie nur dem gleich aufgewäschers an der Morg vom Stadter Nikolaus Kirfisch. Stich am Innerleib und am Oberschenkel hun nämlich nicht mehr geblut. Das heißt, sie sind also recht nom dort dabei kommen. Wen das nicht hören will, die skippt vielleicht besser 1 Minute. Die 3 Doktoren haben nicht just den Zustand von der Leiche geguckt, aber auch dem Stand, als hun daraus Konklusionen gezogen. Eng davon ist, dass ein Dodegen ein Mensch ist, den habituelle passiven Analverkehr hat. Der Mörder, wahrscheinlich ist eine Person, hat sein Opfer für Coitus und Petrus begleitet. Der Mord wird, wie es ausgesät, auch während dem Coitus geschieht. Dafür sitzt man auf aufgelossener Box auf den Knien, mit dem Gesicht nur innen und hat sich auf den Händen aufgesteibt. Das heißt, die Victim hat definitiv nicht kommen gesehen. Richtig. Den Täter hat dem an der Position komplett wehrlosen Opfer mit einem richtig scharfen Messer den Hals durchgeschnitten. Dabei hat den Halsschlag oder Arteria carotis, die Halsvene vena jugularis und den Nervus vagus, das ist der größte Nerv an dem Bereich, durchtrennt. Das hat zu einem massiven Blutverlust an einem seieren Tod geführt. Den Dodege leidt Reck, der am innert dem Körper. Gleich ist also nur der Tod den Hangeruf gestoßen gehen. Der Kap leidt nur innen, ob der Kant von einer kleinen Meiersche bei dem W, der noch heute noch bei die Freier Villa Elisabeth feiert. Blutlach zieht sich über mehr wie 1,5 Meter durch Grings. Den Dodegen hat ein bleiches Gesicht, was Lichtblut sich verfärbt ist. Die Rechtszeit vom Gesicht ist komplett mit einer gedrückten Blutschicht bedeckt. Seine Augen sind zu. Doktoren sind sich eins. So ein schreckliches Bild haben sie noch nie gesehen. Es ist ein Lustmord, ein rein sadistischen Akt. Besonders schockiert sie aber mehr, wie die deutlich von Hals. Der Mörder hat sich nämlich richtig aus seinem Opfer ausgelost. Loge darum ein bisschen mehr delikat. Der Mörder hat ihm ein Messer an den Bauch gepickt und auch an den Oberschenkel. Sein Geschlechtszähler sind mutiliert. Für die Rieche rauszusuchen, der Penis ist an der Mitte gesplickt, der Sack abgeschnitten und die Hoden entfernt. Ein davon wird aber noch auf der Platz rumgefunden. Es ist an ein Blatt Efeu gewickelt. Du kannst dich fragen, ob das bald 120 Jahre nur noch alles wissen muss. Aber tatsächlich werden die Details zu einem späteren Zeitpunkt noch eine wichtige Rolle spielen. Der Körper ist kahl und Leichenstarre ist schon angetreten. Den Tod leidet zwischen 12 und 24 Stunden zurück. Das heißt, der Mord ist zwischen Freitag am späten Nachmittag und spätestens um 2 Uhr in der Nacht auf Samstag geschieht. Die Victim hat nämlich das Mittagessen noch nicht verdaut gehabt. Zur Identität ist par contre so direkt nicht bekannt. Tatort fand die Polizei sein Malzkamellen an ein altes Taschenmesser mit einer blutigen Klinge. Es ist nichts Großes, just so lang wie ein Fanger. Da liegen da noch
Metalle Boxeklammeren, wie in se haut nach einst du bei Willosfurer gesäit. An noch ein dunkelbrunge Portemonnaie mat silberner Verzeierung, de bis op eng Vierder spëtzt, engfir ze schreiben edel ass. Mäh? Bei der Innersicherung gëtt auch noch eng dunkelrot Mast festgestalt. Blut, aber just spannend dran am Portemonnaie. Dummer da war net genug. An den Dechte no gëtt bei den 3 Themen Urwen Pafendaler Biersch eng Hellbox fand. Et gesäit so aus, wie wann des Spure vu Stichverletzungen an noch Blutflecken op Heicht vun de Kneien het. An noch an der Petroskede weist nur schnappech mat blutige Flecken entdeckt, die so ausgesinn, wie wann de Messerdommer aufgewischt gi wie. Dat duch as iwwens och haut nach am Dossier. Et weist sich awer spéit an enger Expertise, dat do weder mënschlech Blut nach aner Sekreter drosinn. Davon polisonere Filzhut, e sogenannten Halfzylinder. Op enger anderer Platz gedonnere Fraen hier empfund. Ma op datps ma mocht ze dinnet ass eng aner froh. Et muss ihr wissen, Petrus war demos tatsächlich e bisse Micho wie Haut. Ma och dozo komme man nach. Ma wie ass den Dodeschen iwwerhabt? E ganz jonke Mann mat dunkelbrungen hoher enger Bross. En hue de Bart a Keechnurri. En ass 1,60 groß, den Alter schätzen Doktoren op 17 bis 20 Joer. Herr Nova ist sich aber datiert der knapp 16ers. Die Jonken hue de bluweis gestreiften Kottingsiem, e Gilet, eng dunkelgro Jacket, eng Bronbox, an dubel gesuelt a geneelt Schong un. Er las also ganz anständig gekleet. Ugangs ass dann awer och noch net gewost wie en Daffer iwwerhabt ass. Do wennns gët leiger fotografiiert an dat iwwergens net vun egal wem. Von Paul Kutter, der das vun de Pioneier vun der Fotografie zu Lützeburg, an de Pap vun 2 ganz bekannte Bowen. De Moller Joseph Kutter an de Fotograf Eduard Kutter. An duft sich vun de Foto ginn dann und Poli an Gendarmerie. Den Oktrorbeamten erkennt den Dödeschen. Den Oktroi, dat war an der Zeit eng zocht Douanzeien, wo een wann mat Touren an Staat kommers, huet missen eng Steuer bezuelen. An da das bis 1920. Dieselbe Zeit sondes Mittes meldet sich auch de Louis Rausch bei der Police. Hier noch vu Beruf Heizer bei der Eisebun, also een de Kohl an eng Dampfmaschine schëppt. Hier will de Jung als vermisst melden. Da trage ich das, innner samstes Mittes auch von denen Leute, die an der Petrus Afen und dem Gleichfund ginnners. Den Dödesche selber huet hin aber net gesinn. Wéi de Bouf du awer die zweet nucht schon net hemkommers, stellt hin sich natürlich frohen a mecht sich surgen. Du Louis Rausch ass dann noch den den Dödeschen an der Morg formell identifiziert. Et ass de Jean-Pierre, genannt Franz Pomerel, 16 Joer alt, am Oktober 1889 geboren. Ihr wohnt an der aller Avenue an der Stadt bei segem Moni, eben dem Louis Rausch a senger Tata de Margareta Pomerel, der ist Schwester vu senger Mam. Seng Mama ist Katharina Pomerel, eng Fabrikarbeisterin. An déi stirft schon 1895 am jungen Alter vu 24 Joer. Du hast de Franz der 6. Mam war nie bestört, an iwwer de Pap as neicht bekannt. Eng wichteg Roll am Franz engem Lewe spielt awer seng Boom. Déi wohnt an der Rue Marie-Thérèse. Des Rue Marie-Thérèse as iwwergens net identisch mat der heidesche Avenue Marie-Thérèse. Dat sind 2 verschiedene Strossen. Demos war Rue Marie-Thérèse de westlichen Deel vun der Rue Notre-Dame, der Ënnichtgas. All dort steckt vum Boulevard Royal bis bei Chimesgas, bis doiner, wo haut nach dem Hotel Krawatt steht. Frei des Mëttes hatte Franz nach bei Moni Gies. Dun huet hier senger Boom, da Marie Vinandi Dirsen op Schaff brucht. Sie huet mat 60 Joer Fehlchen nach Matrasse gefleckt. De Fehlchen oder Fälschen mat der Rue du Petit Champ huet demos zur Gemeng hollerisch gehäert. Haut as et dann färbener Stroß. De Fehlchen leide steck mi Dave wie Joel die Haut nach so heescht. Owes ass de Franz Pomerel net hemkom. Ma seg Pflegeeltern hu sech weiter keng frohe gestalt, weil ze gedurcht hun, die Jungen wie nach bei Sänger Boom. No dem sen dun son des Moes och net aus engem Bett leit, froen sie der Molever bei der Großmam no. Dei seht, ihr werd hinter frei des Mittes nimi do gewischt. Sie sichen Franz, wie se fanden aber net. Und der Poli gin se dann dommer konfrontiert, dat eng Leichfund gin ass. An der Morg gëtt no traurig gewësseet wie in den Dodeschen ass. Do waren wir schon. Wat wiss man danach iwwer Franz Pomerel? Jeners grad dabei eng Leier als Schlösser ze man. Die last 3 Wochen ass hin awer krank geschrieben, wenn segem Liewer leiden anscheinend. Den Dach von segem Tod geht hier bei sein Patron, Schmiedsfrère, sein Arbeitsbischelsche sichen.
Er guckt anscheinend anerwärts nur enger neuer Schaff. Ja, da so gehen dort ziemlich stark so nähen. Die Engsohnen hat wolle bei städtisch Gasweg zu Hollerisch gehen oder bei die neue Gasfabrik an der Petrus. Nach anderer Sohnen hat wolle an Ausland gehen. Sänger Bohm musste gezählt ging ger beim Monopol schaffen. Leute, die ihr kennen, beschreiben de Franz als zurückhaltend, fein und anständig. Aber wie er wohl nicht so terribel talentiert gewesen bei der Arbeit. Schlecht Bekanntschaften solle kein gehabt tun, und noch kein Alkoholproblem, was dem schon bald abbesecht. Weil der Franz als Lehrberuf bei der Schmitzfrecht nicht verdient, gesehen Pflegeeltern ihm in Taschengeld. Dufner hat ihn sich hauptsächlich Zuckerei gekauft. Sie mengen noch, hier ging eigentlich niemand Kameraden aufhängen. Und er ging auch nie auf Wirtshäuser gehen. Ja, du wird man noch gesehen, dass das nicht ganz so stimmt. Er hat auch keinen Umgang mit Frauen und auch keinen entsprechenden Kontakt zu Männern. Annie geht regelmäßig an die Sonderschule Glassi. Leberkrank als hier schon mit 14. Der Doktor rekommandiert ihm, du wennst viel Spaziergänge zu machen. Und das möchte ich noch. No Mordun holen d'Enqueteure sei ganz Leben ausnehmen. Direkt den Tag selber fallen aber auch schon 2 Verdächtige ab, die dann noch direkt mit Mord in Verbindung bringen. 2 junge Männer, die sich mit einer Kutsch in Richtung Belsch durch die Gast machen. Mal gucken wir nach mal den Kader. Was war 1906 für eine Zeit? Ganz allgemein, in Europa gibt es schon immense Tensionen, die nur zum Ersten Weltkrieg führen. Das zieht sich über Jahre. Ma sensibel gin die Sache recht wie so weit aus. Ganz konkret, de Weekend vom Mord schwätzen Zeitungen beispielsweise darüber, dat an der Belsch für de Mal eng Sondesro für Abbestar gefordert gëtt. Überdems probieren die Letzteburger mit staatlicher Unterstützung Weih von der Musel an der Belsch zu vermarkten. An Hai am Land gehen Paie von den Schulmeistern herab. Gleichzeitig geht Steuer auf ausländischen Bier deutlich erhöht. Und es geht an denen Dich viel über Logement gestritten. Ja, das ist so bald wie haut. Du geht es aber um Fabrikwohnungen. Die Leute sind arm und es geht ihnen schlecht. Viele Leute sichern an der Stadt nur ihrem Glück. Aber du hast nicht für jeden etwas zu holen. Dafür gehen auch viel einfach an das Ausland. Das ist schon ein impressionantes Phänomen von der Zeit. Zwischen 1841 und 1891 verlosen über 70.000 Lützeburger das Land. Für eine Größenordnung zu holen, das sind immerhin 40% von der Population von 1866. Von 1892 bis 1905 dreht sich das Licht. Durch die Industrialisierung wandern rund 190 Leute pro Jahr mehr an wie aus. Das sind aber auch nicht ganz viel. Von 1906 bis 1922 verlosen mehr wie 15.000 Leute wegen der Armut an der ökonomischen Krise Lützeburg. Überdems gëtt es hier am Lande groß Misstrauen, as sicher auch eine gewisse Feindlichkeit gegen die Ausländer. Für allem gegen Deutscher gibt es immens viel Ressentiment da. Direkt diesseits von der Musel sind sie nämlich auch ziemlich arm. Wenn ein Deutschen demals zu Lützeburg nur Arbeit zieht, dann ist die Chance groß, dass ein ziemlich ruflosend als Vagabond behandelt wird. Auch schon bald präventiv als klauert. 1906 gingen 249.000 Einwohner zu Lützeburg recensiert. Das ist ein bisschen mehr wie ein Drittel von Haut. 1900 sind nämlich knapp 12% von der Population ausländisch. Die einheimische Kriminalität ist aber auch nicht Unbekanntes. Ganz am Gegenteil. Mit den Ausländern ist immer den ersten Verdächtigen. An direkt nur Mord an unserem Franz kommt es auch zu einer anderen Diskussion, die bald 120 Jahre nur noch immer aktuell ist. Ja, und das schon 50 Jahre eher die Pulver überhaupt auf die Welt kommen. Es gibt nicht genug Polizisten an der Stadt. Das steht auch beispielsweise den 10. Juli 1906, 3 Tage nach Mord am Wort. Während der Nacht sind im Ganzen für die Oberstadt, das Bahnhofsviertel, dem Limpertsberg und die 3 Unterstädte 3 Polizisten mit der Sicherheitswache beauftragt. Davon muss einer sich beständig im Nachtlokal aufhalten. Es bleiben also ganze 2 Mann, um die Patrouille zu machen. Jedermann weiß, dass in der Gegend des Bahnhofs Zustände herrschen, die gebieterisch nach Abhilfe rufen. Nach einer bestimmten Stunde des Abends soll man im Eicherberg und besonders auf 3 Eicheln den größten Unannehmlichkeiten ausgesetzt sein, wie uns noch vorgestern versichert wurde. Nicht umsonst haben sich auch so viele Stadtbewohner bei der Wach- und Schließgesellschaft abonniert. Die Polizeibeamten haben täglich 10 Stunden Dienst. Genau wie heute gehen doch demals sehr Lesungen für die Leute ein besseres Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Eng ist aber bis heute geblieben. An der direkten Suite vom Pomerel-Mord geht die erste Hundsstaffel an der Polizei gegründet, für die Spur von den Tätern direkt nach einem Fett abholen zu können. Für den Franz könnte es aber zu spät.
Dem sing lächt Stonnen huet de net leng verbrucht. Hin ass man engem unbekannte Personage an der Stadt NRW. Een, die ganz sehr zum Hauptverdächtige gëtt. Man dat heier Dir an der nächster Episode vu Meng Deichter hemischt. Immer sonndes op Wort.lu am Mittwochs op allgängige Podcast-Plattformen. Meng Deichter hemischt as e Podcast vum Lützebauer Wort. Redaktion a Moderation se vum Steve Römmech a Sabrina Bockes, Sprecher sind Amelie Schröder a Marc Blasius, Titelmusik aus vum Christian Mertes, den Audioschnitt an de Sounddesign vum Marc Blasius, de Cover vum Mara Monen, an Grafik vum Mara Monen, Sabina Palanka a Christian Mertes.